ist grata, deine Liebe ist starker, deine Liebe erweckt mich, der weckt mich, ja. Deine Liebe ist grata, deine Liebe ist starker, deine Liebe erweckt mich, der weckt mich, ja. Deine Liebe ist grata, deine Liebe ist starker, deine Liebe erweckt mich, der weckt mich, ja. Deine Liebe ist grata, deine Liebe ist starker, deine Liebe erweckt mich, der weckt mich, ja. Water wat wien brengen zijn, brood wat voor meer lomen kon, zo best bloos du haar, du alleen. Ik schien den donkerste nacht, warme wat hoopning gebracht, zo best bloos du haar. Starker, Gott, du stehst über und du bist uns Heiler und starker da so was brauchst du. Ich schien die dunkelste Nacht, mir wordt hoopning gebracht, zo best brauchst du haar, du alleen. Gott, du bist grata, Gott, du bist starker, Gott, du stehst über und mit ohne, du bist uns Heiler und starker da so was brauchst du. Gott, du bist grata, Gott, du bist starker, Gott, du stehst über und nicht ohne, du bist uns Heiler und starker da so was brauchst du. Wat kon ons zijn ons vervol? Wat gaat ons zichte? Wer kon dan gegen ons doen? Wat gaat ons zichte? Wat kon ons zijn ons vervol? Wat gaat ons zichte? Wer kon dan gegen ons doen? Wer kon dan gegen ons doen? Gott, du bist starker, Gott, du stehst über und nicht ohne, du bist uns Heiler und starker da so was brauchst du. Gott, du bist starker, Gott, du bist starker, Gott, du stehst über und nicht ohne, du bist uns Heiler und starker da so was brauchst du. Von Gott und uns ist stark, wer kann uns bei uns verfolgen? Von Gott und uns ist stark, wer kann dann gegen uns tun? Von Gott und uns ist stark, wer kann uns bei uns verfolgen?
draagst mij tot kracht beam nu. Du draagst mij tot mijn schoon. Ik zei dat alle as vergoen, dat nie as je koen. Die hart op haar schoen of kracht. Ik kan leven naar mij, Jezus, al die heeft ons vrijheid. Neem mij, ja, je bang en zin en die strijd. Ik leef in een leven joy, al die heeft ons vrijheid. Ik zie met heiligheid je klaar. Die Heer is de liefde mij. Dat de goedheid hast du bezocht, dat nie als die. Nu hart op haar schoen of kracht. Ik kan leven naar mij, Jezus, al die heeft ons vrijheid. Neem mij, ja, je bang en zin en die strijd. Ik leef in een leven joy, al die heeft ons vrijheid. Vrijheid, al die heeft ons vrijheid. Die heeft ons de vrijheid. Ik ken hem waar. Vrijheid, al die heeft ons vrijheid. Die heeft ons de vrijheid. Halleluja. Vrijheid, al die heeft ons vrijheid. Die heeft ons de vrijheid. Ik ken hem waar. Vrijheid, al die heeft ons vrijheid. Die heeft ons de vrijheid. Halleluja. Op haar schoen of kracht. Ik kan leven naar mij. Die mooie, je bang en zin en die strijd. Ik leef in een leven joy, al die heeft ons vrijheid. Vrijheid, op haar schoen of kracht. Ik kan leven naar mij, Jezus, al die heeft ons vrijheid. Neem mij, ja, je bang en zin en die strijd. Ik leef in een leven joy, al die heeft ons vrijheid. Ik ga op haar schoen of kracht. Dat liefde en liefde, dat liefde en liefde. Die Heer, ja, je bang en zin en die strijd. Al die heeft ons vrijheid, al die heeft ons vrijheid. Ik hoor om deze ween. Ik dacht even nog aber du hast niemals versagt. Glühen ohne Ändernis. Ik weet ik komst je van. Wenn du hast noch niemals versagt.
din verspreken blev stå. Har du bäst hemma trygg, hemma trygg. Jag ser dina hem, dots mina gelotenhet, du hast niemals versagt. Ik weet de nacht verjet. Ik weet haar du houdt din boek. Mijn hart wordt din pres nog waar als Jezus, du bist je nu. Hol me in dine Lord. Mijn hart wordt din pres nog waar als die verspreken blijft staan. Har du bäst hemma trygg, hemma trygg. Jag ser dina hem, dots mina gelotenhet, du versagst niemals. Din verspreken blev stå. Har du bäst hemma trygg, hemma trygg. Jag ser dina hem, dots mina gelotenhet, du hast niemals versagt. Gott hat mir der aufgemerkt, was ich nicht versucht habe. Und vielleicht sage ich hier von der in den Wort als schwor, because der Kompass noch nicht gewonnen. In der Buch, der steht du noch einmal. Wo einmal gesagt, nicht gut. Ich will fragen, dass die würden in ihr und tell mir für einen Moment. Und die würden Gott fragen, wo wirst du? Wo wirst du, wann nicht alle rauskommen? Wo wirst du, wann ich jene wohnt, die ich nicht rücken? Wo wirst du, wenn meine Kehren losfallen und ich bin frei? Wo wirst du, wenn ich meine Gebete geantwortet kriege? Gott, wo wirst du? Merk an sie ihren ob, dass ich kann sein. Merk an sie ihren ob, dass ich kann sein, dass du bist drüber. Stop nu bara död, du vuxen ein Paar. Und ich einmal will, har jag glöd. Du var stop nu bara död, ich har ju sorg. Du bevägst dig borgen, har jag glöd. Du var stop nu bara död, du vuxen ein Paar. Und ich einmal var stått i världen, har ju sorg. Du bevägste borgen, har jag glöd. Du var stått i världen.
ein Macht, und nicht ein Macht hier in Haragloy. Du warst schon überall, du warst schon überall. Har du bestämma tru, hemma tru. Jag ser dina hem, das meine gelotenhet. Du versagst niemals, din versprechen blev stor. Har du bestämma tru, hemma tru. And in a hand, God's meaning and routine hand, to us me most Gott, wir kommen bis zu dir und wir danken dir, dass wir können deine Jenwut sein von dir und wir können die anbeten. Und wir danken dir, dass du hier mit uns bist und dass wir die Pfeil kennen. Wir sind die Gott, Herr Jesus, Dankeschön für uns Leitung geben. Wir wollen von dir hier ein bisschen was Besonderes tun. Wir wollen beten für unser Government, für die, was hier angestellt sind. Die Bibel die sagt, dass wir sollen dort tun. Und 1. Timotheus sagt, dass wir sollen dringend beten. Für die, was hier angestellt sind, die, was hier angestellt sind im Land, die, was das Land regiert tun. Wir sagen da groß, dass Gott, du stehst über alles, du bist Vater, ist alles, du stehst über das alles und wie weit das steht über das Government. Und in dieser Zeit, wo wir sind, wo das sich ein bisschen ansicher fällt, das Government fragt uns, Dinge zu tun, was wir sollen tun, zum sicher bleiben, dann kommt es manchmal besser an, dass wir, steht, dass wir beten tun, dass wir ein bisschen hinschreiben und sagen, wo so doof das, oder wo so sei die uns bloß fair. Aber ich würde gleich, wenn wir von der wurde, ein bisschen zurückbacken und some Dinge sind ein bisschen anders. Wir haben es steil ein bisschen reinrutschen und so verschiedene Dinge, die da angehen, geschafft sind vielleicht auch. Aber weil wir ein bisschen hier abbacken und sagen, was hat Gott uns gesagt, was wir sollen tun? Unsere Verantwortung für der ist, für die Angestellten zu beten. Und so werden wir ein bisschen alle top tun, weil wir in Einigkeit top kommen und weil wir beten von unserem Government. Wenn wir gucken, was in der Welt angeht, manche Governments, dann fällt sich meistens von der Welt ein bisschen schadet, Raum uns. Und vielleicht ist es in dieser Welt even, wo das schadet. Vielleicht schadet es, wenn Krankheit oder wenn Unsicherheit oder was immer das ist. Und so wir sind hier von der Taub bis als Christen und für Gott kommen wir bloß in unsere Verantwortung ist, zum Anzustehen, einer für den anderen und für das Government. So ich habe das dann vor dem Himmel, wir kommen zu dir hin. Wir danken dir, dass du uns gut bist und dass du uns leiden lässt und dass du uns durch diese Zeit durchführst und du wirst uns niemals allein lassen, dass wir gesungen haben. Und ich bete, dass Gott nu kijkt für das Government in ons Land, in unser lokale Government hier. Ich bete, dass Gott, dass du etwas Weisheit geben, zu leiden durch diese Pandemie, dass du was Leiden und Weisheit geben. Und ja, für uns bloß, dass an uns hört, dass wir jeder Tag nicht bis nu, aber wir anstehen, wir beten, wir nicht bloß schlecht reden über das Government, aber wir wirklich beten für ihn, wenn das, was wir können, tun. Und wir kommen von der hier bis taub aus der ganzen Kirche und wir heben ihn bloß ab, nur die, und wir geben in die hängen Frau bis Leid an. Ja, für eine Gesundheit, ja, für eine Leitung, ja, für eine Weisheit. Und wir beten bis, dass wir können ab so ein Weich leiden, dass wir können wieder ruhig in das Land leben. Dankeschön Gott für das Government, was du hast angesagt. Und wir sehen ihn und wir heben ihn ab in die Namen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Ich kann Ihnen sagen, wow, das ist so gut, dass wir können Lebenswasser sein. Welcome hier. Mir freut, dass Sie hier sind. Vielleicht seid ihr uns nicht hier was, dann zurückgekommen. Oder ihr seid hier vielleicht ja von der zum ersten Mal. Mir freut, dass Sie sind in Lebenswasser hergekommen, dass Sie hier sind. Auch für all die, die uns checken von weit auf, oder vielleicht auch hier in dieser Gegend, die uns checken. Und Dankeschön für mein Lebenswasser top sein.
Aber sehr gut, dass ihr mit uns top sind von der. Wir sind von der NRI-Botschaften. Pastor John, der wird abkommen, er wird wieder predigen. Und er ist NRI von Botschaften durch Glauben. Und so hier wird er reden. Jaren 3, dan weer in Lorna en ik. We wonen in Ontario met onze kleine jongens. En dan hebben we een klas in Ontario, wat te doen hadden met foster parents aan. Nou, foster parents, dat weer een zone wat kinderen aannemen, wat er vielleicht van die breiten heimat komen. De ouderen die weer vielleicht in trouble waren, wat, oder die weer vielleicht in eingegaan, oder vielleicht sogar durch een rehab center, wat wir doen. En zo dan nemen mensen zo'n kinderen aan, dat nemen ze foster parents. Ik denk wat die ons doorleden, dat wir, dat wanneer de kinderen kleiner zijn, dan worden die ihre Eltern geloven. Zum Beispiel, wenn wir durch ein kleines Kind würden haben, oder ein nahe Kind, und die Mama würde zu dem Kind sagen, komm die Sinn und holen. Dann würde das Kind das glauben. Dann würde das Kind beim Fenster sitzen und lüren, dass die Mama würde kommen, wenn die auch vielmal nicht hat. Und dort meist 100% sicher wird, die würde nicht kommen. Aber das Kind bleibt dort. Und Glauben hängt an ein Versprechen. Wir sind in der Botschaften durch Glauben. Und ich will von der reden von durch Glauben in Opfer. Aber bevor wir das tun, will ich mit reden von Glauben. Wenn ich glaube, das ist wichtig, dass wir wissen, was Glauben. Und Glauben hängt an ein Versprechen. Und so dat sagt so steht in Hebräer 11. Die Glauben, als die Gewissheit, dass wir dort schreien wollen, auf was wir hoffen, und als sie nicht zweifeln und dort, wo wir nicht sein. Na, wenn wir so ein Vers lesen, dann können wir leicht so denken, okay, Glauben ist eine Gewissheit auf meine Hoffnung. So, ich hoffe für eine neue Chor. Und ich hoffe für ein neues Haus. Ich hoffe op dit jant. En dat zeg ik hier, de geloven is een gewissheid dat ik dat wat schreeuwen. Dat is een echte soort van geloven. Dat is een wens. Ik heb al eenmaal gezegd dat hoopning hangt aan een versprechen. Wenn ik bloos hoop dat wat reinen, dat is een wens wat ik zelfs heb. Maar hoopning wat op een versprechen gebeurd is, dat is anders. En zo is het met geloven. Geloven hangt aan een versprechen. Nou, de geloven is maar zo zeker, of vielleicht kunnen we zeggen zo sterk, als de persoon dat denkt op wat dat gebeurd is. Laat me je een voorbeeld geven. Je geloven dat de breks aan je 40, die worden meer stilhouden. Dat is waarin je hier losspint, zoals je kan. Dan jou je Robert onheven en rutsch je naar te laten zijn. Wenn wir haben das Glauben. Na, dat is gebeurd, die geloven is gebeurd op het verspreken van de fabriek, kunnen we zeggen, wat de fabrieks gebeurd hebben, en die zeggen, die zijn zuverlässig. Onze ervaring zegt ons dat die zijn meest immer, aber die zijn niet immer. En zo geloven op die bricks is maar zo zeker als die bricks zeker zijn. Kijk je schon, wat ik zei? En zo, wenn een mens die een ding zegt, deze mama zegt die het kind, ik wil die zin ontholen. En dat kind blijft dat, maar die geloven is maar zo zeker, er is zo sterk als die mama er verspreken zeker is. En zo is het met vele dingen in deze wereld. We blijven verschillende dingen, maar dat is maar zo sterk, er is zo zeker, als dat zeker is, werd het verspreekt. En zo dan is de vraag, dat wanneer we denken aan een offer, we denken aan eeuwig leven, we denken aan dat we worden seilig worden, onze zinnen zijn vergeeft, dan is de geloven aan dat is God zijn verspreken van ons, en zo de geloven is zo sterk als God sterk er zeker is. Kijk je wat ik zei? En zo we kunnen leicht op dingen geloven, en je moet wat met irdische dingen te doen hebben, maar wat moet zo zeker zijn, als vielleicht dat Jan mens, wat dat heeft gezegd, dat denkt op wat we hopen. Ik denk aan je moet zo vliegen.
dat is een fijn Beispiel van geloven. Wenn wir gehen nach dem Jatten ab, die von jenen, wat je flauwen haben, die sind bekannt damit, die gehen nach dem Jatten ab, die sagten jenen daheim durch, die hat den Vater nicht mal sein, den Pfleger, die weiß, verheben nicht, wer werden das zu fern. Das die versteht, oder das die weiß, was der tut. Aber du, gleich, wenn sie sagen, das Ding wird fliehen, ein Beat Isa wird in der Luft fliehen, und so du sagst sie da durch, schnallst die an, nimmst die in passive Deal oder was immer. Du verlässt die 100% ab, die was du fern sagen. Und das ist bei mir ein Bild von Glauben. Aber die Glauben an die Airplanen, dass die fliehen, wird erstmal so sicher, als die Menschen da fern sicher sind, als die Airplanen sicher ist. Und so wenn wir glauben an Gott, und das ist, wo wir an jemanden Trouble ankommen, wenn wir glauben an Gott, kriegt so, als wir an den Jet glauben. Dass Gott wird eure Leute durchbringen. Wir glauben an Gott, kriegt so, als unsere Breaks. Unsere Breaks, die werden eure Leute, die auf einmal die Land abblosen, und dann werden nicht. So lebe ich einmal. Und so, das wollen wir von der Time reden. Und so, das ist ein Ding, was ich will sagen hier von Anfang. Das Glauben hängt an der Versprechen. Und wir können nur ab dort wirklich glauben, was Gott versprochen hat. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, was Gott versprochen hat, was er nicht versprochen hat, wenn das sind verschiedene Ideen wendet in der Welt. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, wenn wir so ein Verses lesen, das ist der Anfang. Ein Ding, was wir mal klar haben, wie in der Bibel lesen, ist, dass die Bibel wird geschrieben in einem Anfang. Ein Anfang meint, dass das eine Geschichte, was taub hängt. Na, weet je, unsere Bibel, die ist von der angeteilt in Kapitel und Versen. Aber dort haben Menschen dabei getan. Als die Bibel geschrieben wird, dann werden dort Brief. So ist du ein Brief geschrieben von dir. Und dort wir ein ganzes Ding, ein Unit können sein. Na, Kapitel und Versen, die halten uns zum Wort fing in der Bibel. Und das wollen die werden beidun. Aber die waren lang Luther beidun. In den 1200 Jahren sind zusammen, das sind verschiedene Jahre angegift. Als die Bibel wird in Englisch übersetzt, dann kommen die zum ersten Mal raus mit Kapitel und Versen und so fort, wie die von der haben. Und so wie man das klar haben, dass so ein Vers steht, der erst am Anfang geschrieben. Der meint Wort in der Geschichte. Wenn wir fertig tun, ist, wir nehmen ein Vers, wo wir und sagen, als das sagst du dort. Und weißt du, wir können mit Maß jeder Lehre in dieser Welt biblische Grund haben, wenn wir dort tun. Kriegst du es mit Glauben. Wenn ich kann sagen, okay, ich hoffe nicht auf das, und ich will das zu Gott sagen, du jagst mir das, du jagst mir das. Er hat es nicht versprochen. Die Bibel sagt nur nicht, dass er das versprochen hat, aber das, was ich hoffe, das, was ich glaube, dann wird er das tun. Und so das ist nicht das Glauben schafft. Wir haben ein Wort, Exegesis. Ich will nicht sehr viel sagen von dem Wort, aber das meint bloß, dass wir checken nur den Anfang, wir checken, wie das geschrieben ist, wir checken nur die Kultur, wir checken nur, was von der Art Schrift ist, und alle hunderte Dinge. Und so, das hat zu tun mit, dass wir checken das im Anfang. Und so, Glauben hängt an das Versprechen. Und so in Hebräer 10, der letzte Engel, will ich lesen, und dann wollen wir mit horchen, was er sagt, wenn Kapitel 11, Vers 1 hier mit der Taub. Das ist ein Anfang. Er sagt, dass der denkt an die Feiertiden, und da je aus die erst zum Licht gekommen werden, einen großen Kampf und viel Lieden ausgeholt haben. Dann weet je, diese Christen, zu wem der hebräische Brief geschrieben wird, die werden nur eine Verfolgung. Von der einen Volk, von den Juden, und auch vielleicht von Dingen von der Welt, oder was immer da alle wir, vielleicht von den Älteren, wenn das Brief ist zu Juden geschrieben. Und so sei wir sehr wahrscheinlich eine Verfolgung von der einen Volk, von den Älteren, das ist man ganz fertig ist von der, aber auch von der Welt. Und so sei haben gelitten. Und dann sagt er wieder, einmal sind die beleidigt und schlecht behandelt worden und zum Spektakel gebracht worden, das andere Mal stehen die so eine Bi, die so behandelt worden. So, und wir werden klar holen, dass sei wir eine schwere Zeit durchgegangen, sie werden vielleicht noch werden, aber das ist der Hintergrund von dem Vers. Mit festgenommenen Menschen habt ihr mitgelitten, und dort sie jünt haben Gott wahrgenommen, habt ihr jünt mit Frieden gefallen lassen, weil sie wussten, na hier ist das Ding, was sie glaubten. Wenn sie wussten, dass sie ein viel besseres und bleibendes haben Gott im Himmel haben. So diese Menschen, sie leiten sich, haben Gott wahrnehmen mit Frieden, wenn sie glaubten an das. Sie glaubten an eine neue Heimat.
Dat is wat ons verspreken weer. Dat is wat ons verspreken is. Een nieuwe Heimat, dat is wat de Bibel sehr klar maakt. En so, wir sind so festgefahren an onze dingen in dieser Welt, aber sie hadden dat gewoon laten met vreden, wegen den Glauben, wat zij hadden, wat op das Versprechen hängt, dat is eine bessere Heimat. Dann sagt er wieder, da wir ein, Schmiedchen vertrühen nicht weich, wenn sie hadden das Glauben, da wird das Versprechen, so Schmiedchen vertrühen nicht weich, dort wird ihr nochmal rechtlich belohnt worden. Das ist eine Versprechung. Dort wird ihr nochmal rechtlich belohnt worden. Wenn wir hier glieden, wenn wir hier verspielen, wir haben ein besseres Steht, das ist uns auch versprechen. Dann sagt er wieder, jemand geduldig, du wie bleiben, und so Gott sein Willen down, und dort schreien, was ihr versprechen ist. Dann lass mich noch einmal sagen, dass ein Glauben hängt an ein Versprechen. Wenn du lebst ein ewiges Leben durch Jesus Christus, das kostet dir nur wegen Glauben, wenn Gott das Versprechen hat. Wenn dort bloß eine Hoffnung ist in dir, dann ist das ein Mensch. Und so sei irgendwie eine bessere Heimat versprechen, und wenn dort sagt, da seid geduldig, wenn das, was ihr versprechen ist, willst du da kommen soll, was im Karten kommen und was nicht sehen, und dort lebe ich auch, Jesus wird bald kommen, und da wenn sagt Gott, lebe zu uns von der auch, dass hey, halt fast, lot nicht los, wenn du chant eine andere Zeit. Mein Gerechter, aber was leben will, sie glaubt, das ist actually ein Vers, was wir fähig hatten in Habakkuk. Das kommt von Habakkuk, dass der Gerechte, was durch Glauben leben. Wenn er sich aber trägt, hat meine Seele kein Gefallen an. Und wenn man denkt, dass eine schwere Zeit durch. Die hebräischen Christen werden in Gefahr, trägt zu gehen nach dem Judentum. Trägt zu gehen nach dem gesetzlichen System, wenn wir zu viel Druck. Und so, das, wo ich von rede. Sie haben alle gelesen, sie haben Gott verloren, sie haben eine bessere Heimat. Nu sagt Gott nicht trägt nicht drei. Wir aber sind nicht von denen, die sich tragen und verdammt worden, aber von denen, die glauben, in ihre Seele raten. Und so, der ganze Anfang hier ist, je gehen durch eine schwere Zeit, eine Familie verfalschend, die Welt verfalschend, wenn das, was dort passiert mag, aber je haben eine bessere Heimat, jünt ist eine bessere Heimat versprechen worden, tragt ihr nicht drei. Und dann sagt er, wir sind nicht von der drei tragen, wir sind nicht von der drei gehen um Judentum. Und dann kommt das Vers, sie glauben, dass die Gewissheit, da wir dort schreien wollen, wo wir hoffen, und dass sie nicht zweifeln ab dort, wo wir nicht sein. So was wird das, was sie ableibten? Für was hofften sie? Sie hofften auf die neue Heimat, sie hofften auf, dass durch all das Leiden, durch alle haben Gott verlieren, dass sie haben eine bessere steht, dass das nicht alles, was du ist, Gott hat uns was Besseres versprechen. Und er sagt, die glauben an die Heimat, die glauben an die neue Welt, die glauben an das, was Gott versprechen hat, dort ist eine Gewissheit. Ob dort hoffen wir, dort wollen wir schreien, ob dort hoffen wir, dort ist sie nicht zweifeln. Na, die Ursache, wo ich nicht das tue, ist, wenn wir einmal so ein Glauben haben, dass wir sein Gott fair, wird uns glauben, was sein. Das ist eine Liebe in der Welt von dir. Dass ich sage zu Gott, was er mir was geben. Und so Gott verspricht gewisse Dinge. Und wir wollen in der nächsten Sendung noch mehr von den Dingen abnehmen. Aber Gott verspricht gewisse Dinge, aber Glauben hängt an ein Versprechen. Und das Vers hängt an Gott sein Versprechen. Anders ist das Vers meinungslos. Und ich will sagen, dass wir so klar haben, dass wir glauben an Gott, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Sein Versprechen wird never totklappen. Nichts ist unser Berechtigung, nichts ist ein Airplane oder nichts ist ein Freund, was die Wort verspricht. Gott verspricht uns Wort. Gott verspricht uns verschiedene Dinge. Und wir wollen es haben von den checken. Aber was immer ich glaube, was immer glauben ich kann sein, dass es eine Gewissheit, dass ich dort schreien will, dass sie nicht zweifeln, kann ich nur dann sein, wenn Gott sein Versprechen dahinter steht. Bloß wenn ich mir das nicht gedacht habe, bloß wenn ich mir das wünsche, dort ist nicht glauben. Und so wie wir uns sehr klar haben, dass Glauben muss reich verstehen. Das haben wir einmal eine Lehre von der Gottes mein Scheckbengel und er wird korrekt tun, was ich will haben. Aber Gott hat uns viele Dinge versprochen. Aber der Glauben, der hängt an ein Versprechen. Und so dann kommen wir noch das nächste Vers, wo ich von der Welt von reden. Durch den Glauben opfert Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Na, weet je, durch den Glauben. Na, hier ist ein Hintergrund, ich will den Mess ein bisschen vertalen, was der Hintergrund hier ist. Aber Abel sein Glauben auf ein Opfer hat zu tun,
mit was Gott gesagt hat. Oder was Gott versprochen hat. Und dann sagt er wieder, Gott anerkennt sein Opfer und gibt ihm das Teken, dass er gerecht wird. Und so wir wollen von der bedenken und das Opfer. Wenn das so wichtig, dass wir ein Opfer haben, wenn Gott hat versprochen, eine Erlösung, Gott hat versprochen, die sind zu vergeben, aber das hängt auf von einem Versprechen und einem Opfer. Und so das wo Abel wir. So durch Glauben in Opfer, das war ich diese Botschaft nahen von dir. Durch Glauben in Opfer. Na das Satz, weil ich kann soll die beholen von hier wieder. Wenn ihr alles verjeten von dieser Botschaft, das ist die Meinung von der Botschaft. Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Ein Stellvertreter. Ich glaube, wir wissen, was ein Stellvertreter ist. Das ist jemand, was in Dienst steht. Als ich nach Schule ging, dann hatten wir eine Geschichte. Ich glaube, dass wir in der Schule. Ich hatte ja lang 3-mal gelesen, so vielleicht habe ich nicht jede Einzelheit behalten. Aber ich wollte die Geschichte mit vertellen, dass ich die behalten habe. Das ist eine Schule. Und in dieser Schule, da wir eine große Anordnung gewesen, ich habe da nie einen Lehrer nennen, und das nie Lehrer, der das mit keiner Taub nie Regeln abstellen. Und so sie haben eine Strafe abgelegt, weil man sagen, der war 20 Häftchen mit einem Fanbelt, mit einer Säd, wenn sie wollen diese Regeln brechen. Und ein von den Regeln war, dass da war nicht gestohlen in der Schule. Du hast ein großer Jung, er ist ein bisschen groß von Gewalt, der ist forsch, der kämpft von einem wohlhabenden Heim, auf Amazon zu essen. Und du hast ein anderer kleiner Jung, der ist meistens Hütenknerkes, wenn die kämpft von der sehr armen Familie, hat einmal kein Eten mehr in der Schule und kann nicht alle Tag eten. Aber einmal ein Tag, dann der das kleine Jung nimmt sich Eten von des Großen. Plitsch. Wie kann sein, er stehlt sich dort. Und so dann fingen sie das aus, und sie fingen auch aus, wer das hat. Und dann soll das kleine, derne, elende Jung, die soll nur 20 Heft kriegen mit einer Säde. Und so der Lehrer kriegt ihn auf Fern, und die ganze Schule, die satt gespannt, like, die weiß nicht, was das Junge hat der gesagt. Und groß für die Lehrer anfangen zu schachten, so zu sein, und steht der andere große ab, den, was sie eten haben, weichen, und er sagt, hol mal vor, mach mal mit. Dann sagt er, der kleine Junge, der wird nicht mal das sagen. Und dann sagt er, ich will seine Strafe nehmen. Und so hat er noch fern. Und der Lehrer fragt, hast du was du weißt? Ja, er wird die Strafe nehmen. Und so kriegt der große Junge da, go durch die Schach für dort, was der Kleine hat getan. Das ist ein Stellvertreter. Und so das, was Jesus hat für uns getan. Ein Stellvertreter. So in 1. Mose 2,17, da sagt er dann, an dem Tag, dass du davon eten warst du gewiss gestorben. Na, das handelt sich von Adam und Eva. Gott hat einen Baum gesagt und gesagt, von diesen et ihr nicht. Und dann sagt er, den Tag, wo du davon atst, warst du gestorben. Wenn wir die Geschichte lesen, dann fingen wir über, dass Adam starb nicht. Adam starb hunderte Jahre Luther. Wir wissen nicht, wie lange Luther war. Er war 800 Jahre alt. Vielleicht über 900 sogar. Und so, Gott sieht den Tag. Na, wie hat es einmal so ausgelegt, okay, das meint, dann wird von Gott getrennt, oder dann fangen wir an zu sterben, oder dann, wie wir jährlich gestorben, und so von dort ist so geworden. Aber ich glaube, und du brauchst nicht glauben, wenn ich weiß, aber ich glaube, dass Gott sieht, Adam, weißt du Gott, den Tag, wo du von dir aßt, wirst du sterben. Aber er tut nicht. Und die Frau ist wo wenig. Wenn wir die Geschichte mit wieder verlängern, Reimer sagt, der Lohn, den er sind, tut, ist er tot. Und mit uns ist es gerade so, du hast die versündigt, aber du lebst noch. Wieso? Wenn Gott sieht, du wirst sterben, wenn du die versündigt hast. Und so die Frau ist dann, wieso lebe ich noch? Und wir wollen denken, Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Sinn fordert den Tod. Dort dann und dort von der auch noch. Weil wir nicht so eine Idee kriegen, dass von der, oh, jetzt hat es nicht anders, Sinn ist nicht mehr so ernst. Sinn fordert den Tod. Von der noch kriegst du das einmal. Und so Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Da war wir klar haben. Wenn wir diese Geschichte wieder lesen, dann sagt, dann verstanden sie, alle beiden sagen, dass sie nervig werden. Adam und Eva, sie haben sich versündigt, schon kämpft und nicht an, sie wollen an, sie sind nervig, sie verstärken sich, wir wollen die Geschichte nicht lesen. Ich glaube, die kann dort. Und dann sagt er, denn sie mögen sich Wort von Vieh und Blätter zum sich bedeuten. Na, diese Blätter hier, das ist den Mensch sein Weg
van zijn zin tot hij. Wie haar alle manchmal sonst dit. Adam und Eva irgendwie versprechen zu sterben. Sie wissen, sie haben sich versündigt. Und sie versehen dort Tote da mit sich selbst Bläder topnehmen. En dat is wat we vandaag nog doen. Met mijn goede woorden, met dat ik naar kerk voor, dat ik getauft zie, dat ik een gewisse kleding had, dat ik dit had, dat ik jant had, dat ik dat had. Blijf ik wat God mij vergeven. Wie denkt nach krijgt ze dit vandaag? En zo, zij dachten, ze kunnen zich toedagen. Dan zegt het in God de Heer. Ik wil aan je zeggen, dit morgen wäre dit. Dit is de sleutel te die erlösung. Dat we dat erkennen, wäre dit. En zo God de Heer moet kleider van Adam en zijn vrouw en van laders en kleid aan doen. Zo Adam en Eva hadden ihre Bläder aan. Onze Bläder hier aan de Beim, die worden niet beter berukken, niet? Aber wenn du irgendwo ein Belize wohnst, kannst Bananenblatt nehmen und Wengelbühren davon. Und so, ich weiß nicht, was von den Blättern sagen, die braucht, aber Adam und Eva kommen vor Gott mit ihren Blättern. Und Gott sagt, das ist mir nicht gut. Gott sagt, ich will in die Lade schieben. Na, weißt du, was hier passiert? In der Bibel sagt es nicht buchstäblich, aber das ist, was ich glaube, was hier passiert, dass Gott nimmt ein Tier und schlacht dort. Er Opfer dort, kann man sagen, dat Blut heran. Und dann von dort Lara wurden Adam und Eva gekleidet. Na, Gott kann Gott Lara merken, ohne ein Tier dort merken. Das wird gut. Aber ich glaube, wenn wir noch ewig Part von der Schrift checken, und wenn wir da noch checken, dass Sinn fordert dein Leben, Sinn fordert Tod, Blut, nicht Frucht. Adam und Eva kommen mit Frucht, aber nu kommt Gott und er schlacht ein Tier, warum seinen Schub, wenn das was sie Luther einmal brückten, und so Gott schlacht einen Schub, zum ganz ersten Mal in der Bibel fing wir das irgendwas gestorben. Na, das sagt er nicht, aber das war ich glaube. So Adam nimmt, Gott nimmt Lara, und kleid ent, aber ferdet Lara, do wir hat Blut gerannt. Wer in dienen Sinn fordert immer der Tod. Das fordert immer Blut. Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Und weet je, wenn wir versuchen, diese Frucht zu bringen, dann sind wir in Trouble. Und viele Menschen haben keine Sicherheit in der Lösung, wenn sie haben Frucht. Alle haben gute Dinge. Wir haben gute Worte. Dann sagt es wieder, aber nur ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne dass gesagt, so Gott braucht eine Gerechtigkeit, aber das ist seine Gerechtigkeit. Gott tut das, Gott gibt das Lehrer, das ist Gott seine Gerechtigkeit. Da war was klar haben. Gott mögt den, der von keinem Sinn wissen, morgen war wäre das. Gott mögt den, der von keinem Sinn wissen, unser steht zu sehen, dass wir durch haben für Gott gerecht worden. So ist das für am Gelden. Das ist ein Versprechen. Den Glauben für Erlösung muss auf das Versprechen gegrenzt sein. Wenn es nicht ist, dann ist es ein Mensch. Gott hat Jesus gegeben, aus dem Opfer, das ist sein Versprechen. Und durch das, was du eine Gerechtigkeit kriegen, was für Gott ehrlich ist. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir als Menschen, wie können ein Mensch eine Gerechtigkeit geben? Wenn du hast feine Worte, deine Blätter sind Geschmack, da hast du Geschmack topgenäht und so, ich kann sagen, das ist ein gerechter Mensch. Boy, das ist eine Kirche, oder das ist gute Dinge, oder das ist keine gute Dinge. Ich kann dir eine Gerechtigkeit geben, aber ich habe Ihnen auch vielmal gesagt, dass wenn es für Gott kommt, muss die Gerechtigkeit haben, was für Armut ehrlich ist. Nicht für mich als Prediger, nicht für uns als Kirche, für das können wir es für Gott. Und das, was Gott uns verspricht, möchten das ein Versprechen. Der Glauben an Jesus ist ein Versprechen, ab dort, was Gott versprechen hat. Und so sind fordert Blut nicht Frucht. Nu kommen wir bei das Vers von Kain und Abel. Dann kommt ein Tag, wo Kain dem Herrn eine Gabe und ein Opfer brachte. Hier hat eine Frau. Wo wissen sie dort, dass sie so ein Opfer bringen? Die Bibel hat Gott hier noch nicht geredet von Opfer. Und du sagst, ihr das Meier der Hängers, was abgeschrieben ist. Und so, ich glaube, Gott hat Adam und Eva gelehrt, wenn sind, dass sie müssen opfern. Das wird Gott tun, dass er entladen gibt. Und so, die Jungs haben das gelehrt. Nur ein Tag kommen die Jungs Opfer bringen. Und so, kein kann ein Opfer bringen. Er braucht was von das, was er auf das Land getroffen hat. So, Adam, kein, er bringt die beste Frucht. Das ist Geschmack. Boy, die Nobers können bewundern. Die Nobers können sagen, wow,
En wenn du hast die angestrengt, like de beste Getreide, de beste Apfel, de beste Frucht, wat immer hij bracht. Something wat hij zich zelfs gewassen had am Lohn. En zo hij bracht het. Hij bracht Frucht. En weet je, lied, ik wens, we willen dit in ons hart laten aanzien, dat het zich ganz graag gelijk, wo smaak die Frucht zit. Wo smaakt dat alle, en wo zou je de Oberstadt bewunderen? Er hat sich krakelijk wat we als Tjoik doen, en we zou krak, we verzetten alles so fijn als möglich te doen, oder wo fijn als möglich te predigen, oder wanneer we alle doen. Aber dat is Frucht. En dan we klar houden. Kein bracht Frucht. Weet je, we denken, okay, kein wie een weiser Mensch, hij weer falsch zijn. Ik bedoel, hij bracht een Opfer. Hij weer Gott gehoorzaam en zo wie dat staat. Hij bracht een Opfer, hij voer naar Tjoik. Hij had zich gewassen, wat je aangetrokken. Hij deed deze dingen, wat de Verschriften waren, die deed hij. Aber hij bracht Frucht. Abel bracht ook een Gove dem Herrn als een Opfer. Hij bracht dat beste stuk van eerstgeborene Lamm van zijn herde. Kan je den Unterschied verstaan? Kein bracht dort, wat hij zich op Stab gewassen had. Abel bracht dort van een Lamm. Weet je wat er passiert weer? Bloed had geraakt. Een Lamm wie gestorven. En zo hij bracht bloed. Kein bracht Frucht. Abel bracht bloed. De Haar gleicht Abel en aan je valt het Opfer wat hij geeft. Wen hij Abel dalle gleicht, wen Abel schmacker leidt, wen hij zich beter angetrokken hat, oder wat wie de Ursache, dat Gott Abel gleicht in zijn Opfer. De Ursache weer bloed. Wen hij bracht bloed. Aber keinen zijn Opfer gefallen hem niet. En zo kein wordt dal. Nou, wanneer ik kom met mijn beste Frucht, die neemt Gott nicht an. Aber Gott hat versprochen. Nou, denkt aan, geloven aan de Erlösung, als op Gott zijn versprechen gebeurt. Gott hat versprochen, dat wanneer ik met bloed kom, met Jezus zijn bloed, dan neemt hij dat aan. En zo hij aangevalt het niet, en zo dan geeft het weer dal. Durch den Glauben opfert Abel Gott een beter Opfer als kein. Weet je wat das Glauben hier meint? Abel nahm Gott zijn versprechen aan en bracht bloed. Kein dacht zo, weet je wat? Ik zie al zelfs groot. Ik heb ook al de schrift studeerd. Ik weet ook al soms dingen. En hij bracht zijn ene vrucht. En zo eind nam Gott aan en eind niet. En zo Abel bracht een Glauben, bracht een Opfer durch Glauben. En ik en du, wie kan naar God komen? Durch den Glauben aan Jezus Christus. En weet je wat we doen, wanneer we aan Jezus geloven, dan zei we dat ik breng Jezus in bloed. Aber wie kan naar God komen en zeggen, weet je wat, ik ga zo'n fijne geloven, ik ga dit al alle doen, en ik ga jaren allemaal alle halten, en ik ga alles verschillende doen, mijn hoor zijn terug, ik zie helemaal niet tjoik, ik zie een fijne mens. En God neemt het niet aan. En zo de wichtige ding is dat Abel bracht bloed durch Glauben, wenn das wat Gott gesagt hat. En daarop hat Gott versprochen, dat er wird Vergebung sein. En dat is bij ons krijg zo. Durch den Glauben opfert Abel Gott een beter Opfer als kein. Gott anerkennt zijn Opfer en geeft hem dat teken dat hij gerecht werd. Weet je wat die fehlt? Eine Gerechtigkeit, wat er voor Gott wat ehrlich zijn. Ons leven is hostig durch hier. En Tim in de andere Welt zijn, wat God versprochen heeft, dan moeten we dat rechte Opfer brengen. En we moeten durch geloven en Opfer aannemen, wat voor ons hier wordt. En dat is zeer wichtig, wenn Gott durch dat Opfer, wat Abel bracht, durch dat bloed, geeft hem dat teken dat hij weer reich. Kein wie ongerecht, en ik weet niet, wenn hij een veel beizere mens weer, aber wenn hij zijn ene ding deed. En dat wies vielleicht zijn hart gewassen moet, aber de onderscheid weer bloed. Sind voor het bloed niet vrucht. En mijn vrouw te die is, bringst du vrucht? En weet je, wanneer we in Christus zijn, en wie willen vrucht gaan, wie willen wassen, wie willen voor Jezus leven, dat is allebei. Maar nu reden we van de Erlösung.
bringst du Frucht, die Schmack sind, die uiterlich, wo die dort sind, die Taufen Leidenschaft, oder die Taufe, was bringst du? Oder was bring ich? Und so sind vor het bloot nicht Frucht. Und so du hast die Stellvertreter. Und das ist, was Jesus für uns will. Wir haben das Stellvertreter in Isaac. Als Abraham Isaac will opfern, dann sagt er, dass Gott ja von Schub in sein Sehen steht. Das ist das erste Mal, was die Bibel den Satz braucht. In sein Sehen steht. Und das ist, was mit uns passiert. Na, weet je, als von Ägypten rüberging, dann sagt er, kein verdorben wird manchen kommen. Wo wenig? Wenn das Blut ist an der. Na, weet je, den Tag starb von Ägypten alle wehen wer. Wir haben einmal gesagt, bloß für die Ägypter starb die erste Geburt. Aber das ist gleich so. Bei Israel dort auch. Bloß durch starb das Lamm, was Gott ihnen gesagt hat, sie sollen schlachten. Na, die Bibel sagt uns nicht, als du irgendwie angehorsam wir. Aber ich glaube, wenn wir angehorsam wir in das und hat nicht das Blut an der, dann starb er erste Geburt auch. Kriegt es in Ägypten. Aber der Unterschied wird das Blut, wenn das kommt durch Blut, nicht durch Frucht. Und so das Blut und je Hisa. Wenn ich das Blut sei, dann weet je, das ist Gott sein Weg von der Lösung. Gott hat vielleicht keinen anderen Weg sehen. Aber Gott ist heilig, er ist von Sinn getrennt und wir sind durch unseren Sinn von Gott getrennt. Denn dort, was er Tod bringt, braucht das Leben. Dort hat Gott von Anfang an gesagt, dass Sinn leidt nun Tod. Im Blut ist das körperliche Leben. Und ich habe ihn dort für den Altar gegeben, dass die damit versäumt worden. Das wird versäumt, meint das eine Trennung. Und diese Trennung wird zwischen Gott und Mensch. Und Gott sagt zu seinem Volk im Ohlebund, er sagt, durch das Blut sei ihr versäumt. Und das ist für uns korrekt so. Bloß das ist nicht mehr Tierenblut, das ist Jesus im Blut. Das Blut ist die Versöhnung, wie es durchbringen, das Leben ist. Und so, Gott sagt, ich gebe ihm das Blut, wenn, was seht ihr von Anfang Sinn, Leid und Tod. In andere Worte, Sinn fordert dein Blut, nicht deine Frucht. Und so Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Das Satz soll ich behalten. Sinn fordert Blut, noch immer. Nicht so denken, okay, meine sind das nicht mehr. Die das auch. Die fordert Blut. So sage ich wieder in Johannes, am nächsten Tag sagt Johannes nur sich ab zu kommen und sagt, check, du hast Gott sein Lohn, dass die Welt der Sinn wegnimmt. So Gott sein Lohn. Was braucht Abel? Er braucht ein Lohn. Was bringt Gott nach den Altar? Er bringt ein Lohn. Was bringst du? Die eine Frucht, da was Gott gegeben hat. Er sagt, er ist nicht mit Blut von Kosen oder Kalben in das Allerheiligste hingegangen. Das ist, was im Alten Bund passiert. Er ging mit seinem einen Blut ein und für alle Mal in das Allerheiligste hinein und hat uns eine ewige Radung verschafft. Das ist ein Versprechen. Den Glauben an Jesus, ist auf das Versprechen gebüht, das ist ein deutscher Glauben. Und so uns Glauben, was uns Erlösung gibt, ist auf ein Versprechen gebüht. Gott sagt, durch das Blut hast du eine ewige Radung für dich. Sind vor das Blut, nicht Frucht. Alle Priester sind angestellt, Tag für Tag, ihren Gottesdienst zu verrichten. Und immer war dieselbe Opfer zu bringen, die doch niemals Sünden wegnehmen kann. Das ist das alte testamentliche System, das Schreiber vergleicht das mit was Jesus getan hat. Jesus hat einmal für alle Mal. Das passiert immer wahr. Weißt du was? Wenn du deine Frucht bringst, dann machst du das immer wahr. Jeder Sünder, jeder Tag, immer wahr der rechte Kleidung, niemals die versündigen, immer wahr. Und so dort wird das System. Aber dann kommt Jesus. Und nu haben wir entweder, oder wir bringen unsere eine Frucht, oder wir nehmen sein Blut an. Aber das Priester, er redet von Jesus, aber das Priester hat ein einziges Opfer für die Sünde gebracht. Und sagt nu für immer an Gott seine Rechte sehen. Na, die Priester im Alten Bund, wenn wir Hebräer da würden lesen, über dem sagt ihr, dass die Priester im Alten Bund, die sagen sich niemals durch. Weißt du, wo wenig? Wenn wir never vorig. Marik waren. Und dat is wo wir some Menschen niemals Frieden finden mit Gott, wenn das never vorig. Du kannst die never doelzaten, wenn morgen hast du die waren versündig.
En morgen moet du waar die vrucht brengen. Morgen moet du waar die kledij brengen. Morgen moet du waar dit brengen. Of wat immer du das, of wat immer ik doe, ten bij God ongenomen zijn, dat moet ik morgen waar, wenn ik waar je fehlt. Und wir können never nicht mal wirklich Frieden haben mit Gott, wenn wir dann immer waren. Aber das Priester, ein einziges Opfer für alle sind. Und die sagt nu bei Gott, weißt du wo wen? Wen das vor dich. Dat Opfer ist vor dich. Du kannst die nu wählen, die eine Frucht bringen. Er kann vielleicht sagen, du kannst die wählen, die ein Blut bringen. Aber Jesus sind. Dat Gesetz verlangt, dat Mess alles mit Blut gereinigt wordt en ohne Blut verjeiten, je hebt dat keine Sündenvergebung. Dat is nog immer so statt. Wenn die sind vergeben sind, dat is doorween, wenn jemand auf sein Blut gegeven. Durch Glauben in Opfer. Hij sagt so steht, durch den Glauben Opfer aber Gott ein beter Opfer als kein. En so wie wollen uns von der Frau eine durch den Glauben brengen een beter Opfer als de Pharisäer deden. Als kein deed. Wat is mijn Opfer? Wenn meine zin vooruit bloot. Diene zin vooruit bloot. Maar wenn ich so denken, wie kommen wir, bet aus Jahre, wir dann noch später. Wir sind nach Charakter von Gott getrennt, durch unsere Sinne so wir. Und so Gott anerkennt sein Opfer und gibt ihm eine Gerechtigkeit, was für Gott ehrlich ist. Und so kein kriegt diese Gerechtigkeit nicht, wenn er braucht Frucht, aber kriegt die Gerechtigkeit, wenn er braucht Blut. Wenn das, was Gott gesagt hat. Und so wir können uns wählen, mit unseren Früchten kommen, das gibt uns nicht eine Gerechtigkeit für Gott und wir sind immer vertwiebelt. Oder wir können bloß einfach mal Jesus annehmen und sagen, Jesus, Dankeschön für den Blut geben. Ich nehme das an, in Frieden haben mit Gott und auf den Glauben, was Gott verspricht hat. Und so Gott mögt den, die von keinem Sinn wissen, unsere Städte sind, dass wir durch eine Gerechtigkeit kriegen, oder gerecht werden, so ist es für Gott jährlich ist. Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Und so ich will das an uns Wort leiden, von der Glauben, durch den Glauben in Opfer. Gott hat versprochen, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das ewige Leben. Dann sind unsere Sünden vergeben. Du bist immer angenommen bei Gott in Christus. Das ist ein Versprechen, was Gott uns gibt. Aber du kannst die wählen, Lebenszeit versägen, das selbst zu tun. Lebenszeit versägen, mit wo du alles kannst auf Hand tun. Dort wird bei Gott irgendwie wird es auswählen. Aber Sinn fordert Blut, nicht Frucht. Und ich will uns Mut merken, dass wir das Blut Jesu Christi annehmen. Durch das Blut hat Gott versprochen, alle hunderte Dinge. Nicht bloß ewiges Leben, aber ein Leben hier, und ja Gott sein Sehen und Schutz. Und wir wollen morgen in der nächsten Sendung davon reden, ein bisschen da, aber ich will von dir klar merken, dass wir haben abgehört, wir haben Gelegenheit, zu wählen, wann Blut wir bringen. Und so wie wollen Jesus sein Blut bringen, nicht so? Weil wir das klar haben, dass das durch haben. Er hat einmal für allemal deine Sinn betont. Wenn wir verloren gehen, für dort, was Jesus soll getan hat. Bloß wenn wir das nicht glauben. Aber Glauben hängt an Gott sein Versprechen. Wenn Gott nicht hat Verlösung versprechen durch Jesus, dann kostet es so ein Glauben zu was. Das hält ihn nicht ein ganz klein Bett. Aber Gott hat versprochen, dass durch dort haben wir das ewige Leben. Und das wollen wir dort leben können. Wenn wir noch tot beten. Und sind wir schon vor. Dankeschön für das Opfer. Und Herr, von der reden wir von durch Glauben und Opfer. Help uns an zu glauben an das Opfer, was du gegeben hast. Help uns an zu glauben, dass durch das Opfer von Jesus hast du versprochen, dass unsere Sünden sind alle weich, dass du hast uns angenommen. Wir haben das ewige Leben, wir haben eine Gerechtigkeit, was für dich jährlich ist. Und Herr, dann freut mich, dass du unsere Horten und ihr Segen, wenn wir im Anglauben sind, dass wir haben geglaubt ab ans eine Ding. Und du hast kein Versprechen an uns eine Ding. Aber wir haben geglaubt, dass wenn wir so und so würden leben, oder so und so antragen, oder so und so eine Dinge tun, dann würden wir vielleicht bei Gott angenommen sein. Help uns dort
über Buße tun, durch von weg zu wegen und dort bloot annehmen, was Jesus für uns vergoot. Ich würde gleich, wenn ihr bis ein klein bisschen wieder in Gebet bleiben, ich würde Ihnen gleich zu leiten in einer Lösungsgebet. Vielleicht hast du hier von dir somebody und sagt, ich habe noch nicht mein Glauben ab Jesus gesagt, ich würde gleich Jesus anzunehmen. Vielleicht sind da wer, was da online anschickt und sagt, ich würde gleich von der Entscheidung zu merken, ich will mit Ihnen beten. Ich würde hier gerne ein Gebet tun für ihn, aber Gott sein Wort sagt, wenn jemand ihn Müll bekannt, dann ist er drin gereicht und er verjährt ihn. Und so der Unterschied zwischen Gott und den Feind ist, Gott, er kann sein, was wir denken, er weiß, was wir denken, und er sagt, er weiß eben, was uns fehlt, für wir am even Frauen. Aber der Feind, der kann nicht sein, was wir denken. Und dann ist es wichtig, dass du mit den Müll bekannst, dass er das hier kann und er wird weichern von dir. Und so ich will ihn leiten in ein Kartengebet, und dann habe ich die Elena zum Jesus anzunehmen von der Samarias, nur das gute Botschaft, was wir hier haben. Und so ich würde bis allem Frauen, was hier in der Stuhl sind, dass ihr bis würde mitbeten, wenn hier wer erst was will Jesus annehmen, dass er nicht braucht allein beten, er soll allein beten. Und so ich will ihn leiten in Gebet, so bet bloß mit mir. Dankeschön Gott für mich gut sein. Und Dankeschön Jesus für mein Stellvertreter sein. Ich weiß, ich habe alles getan. Ich habe gesündigt. Aber ich danke dir, dass du mich vergeben hast. Von der Seite ich mein Glauben auf dich. Und ich vertraue auf dich. In Jesu Namen, Amen. Thank you, Jesus. That's awesome. That's good. Sehr gut. Hey, vielen Dank für Beten. Und ich würde bloß fragen, dass die uns weiterloten, wenn die das Gebet haben, die würde gleich wieder zu wissen. Auch für die, die online sind, schreibt uns, sagt uns, von wo ihr uns kicken down. Uns ist es interessant, wenn wir Trick hier von Jüd, was die Wied aus sind, und die sagen, die kicken uns, vielleicht mit der Familie taub, als Freund taub, wer immer die sind. Und besonders, wenn die Gebet haben, die haben Jesus angenommen. Wir haben manchmal, wo wir das hören, dass Menschen merken eine Entscheidung, und dort wollen wir das tun, dass wir einen Unterschied merken in ihrem Leben. Und für die, die auch hier sind, lasst uns weiten, dass wir mit ihren Taubes wieder gehen und wieder wachsen und auf den Weg, wo wir sind. Nächste Woche wird der Announcement sein, wo es Dinge sein, was da angehen hier in der Kirche. Geben wir den nächsten paar Werk. Kick nach dem Screen. Guten Morgen, Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Wiesbrecht und das sind unsere Bemerkungen für dieses Werk. Das kommende Sonntag, November den 15. freuen wir uns, dass wir unsere neue Glieder hier bei Lebenswasser aufnehmen und Sonntag des Morgens. Und für alle Glieder, die in Lebenswasser sind, kriegt den Sonntag, Klock 7 Uhr, wo wir hier einen Informationsabend haben, hier bei Lebenswasser Kirche. So kommt rein, hier wird Snacks sein, hier wird Informationen sein, die verteilt worden von dem Feierjahr und von dem kommenden Jahr. Und so morgen dort ist bloß für Glieder von Lebenswasser Kirche, November den 15. Klock 7 Uhr. November den 29. planen wir ein Taufaste haben hier bei Lebenswasser Kirche. So wenn die die gleichen zu taufen, sind die auch bei den Informationsdesk für Taufast November den 29. Hier bei Lebenswasser soll wir glauben, taufen und dann bossen. So wenn du hast Jesus angenommen als den persönlichen Herr und Heiland, der Taufast als der nächste Stopp. So schreib die ab für Taufast November den 29. Wir freuen uns so tot Dezember, die ersten 3 Sendungen in Dezember, eine stehende Botschaft haben hier in Sinnesmorgens, wo wir ein Drama aufspielen von Jesus im ganzen Leben. Und wir wollen kicken von Jesus in Geburt, direkt in sein Leben, wo der gestorben und abgestunden hat von dort. Wir wollen bloß etwas rasch vertellen. So der erste Sonntag in Dezember, wo wir kicken nur Jesus in Tod, wo der in Kriegsjahr abgestunden hat von dort. Der zweite Sonntag, wo wir nur Jesus in Leben kicken, wo der Wunder dat, wo der Menschen leben dat, wo der predigen dat, das Evangelium. Und an der dritte Sonntag, wo wir kicken nur Jesus in Geburt, wo der ganz dicht wie Weihnachten ist. So wir kicken so fertig, was zum das aufspielen. Plant hier zu sein, wir wollen Klock 9 morgens aufspielen, wir wollen Klock 11 morgens aufspielen, und wo wir uns so freuen, und wir wollen noch einmal Sonntag aufspielen, Klock 7 Uhr. So das ist die ganze Umgebung anladen. Wer immer interessiert ist, ich kann rüberkommen und das Drama kicken. Wir wollen 3 Gelegenheiten sein für jeder ein von den 3 Werken dort zu sein. So plant jeder Werk hier zu sein, wo wir wollen die ganze Geschichte aufspielen und von Jesus in Leben ein Drama. So bei uns durch. Und noch 2 Bemerkungen zu Latz. Jeder Sonntag halb 11 morgens in der 2. Klosterstufe habe ich eine Gebetszeit, wo wir können alle taubkommen aus Kirche und beten von unserer Kirche, unsere Menschen und unsere ganze Umgebung. So ich lade dich an, du vorbeizukommen. Und wir haben eine Lebenswasser kommen, das ist die Kirche. Wir können vorbeikommen, wenn ihr dort reden, für das, wir kommen als klein Klimasse ladig. Und die kommen, wollen die ein paar Gehen aufstellen, ganz und sonst.
Oder je kan ook voorbijkomen om de geld uit de hand brengt in een levenswasser kon je ondersteunen. Dat is alles van mij van jou, had een gezegende werk. Kijk, alle opstonden, dit is weer zo'n service is. Ik wil best zijn dat some mensen die hebben je vraag in dergelijke werk, wat er zindag kerk zijn, wat er niet zijn. En zo ik wil jullie zijn, we plannen wieder te gaan om zindag Samaris kerk te hebben. Want wat eenmaal niet waren hebben, dat eenmaal wordt in stad passiert, dan waren we aan den WhatsApp-channel jullie weiterlaten. En zo wil best in gebed blijven wieder für die Regierung, dass wir können jetzt wieder taub kommen. Von der als auch hier das Gebetsteam hier sitzt fern, sie sind hier bereit, für ihn zu beten. Wo immer ihr durchgehen in ihr Leben gut nicht rührt, wenn ihr einen schweren Hort habt, kommt hier an, sie sind bereit, für ihn zu beten. Von der vor dem Himmel Dankeschön für deine Genot, deine Leib über uns. Ich bete bloß den sehen, über jeder einer, was hier ist, dass du über Schmerz entgehen und Sicherheit und Gesundheit in Jesu Namen. Amen. Gott war sein.